Tripartitgesetz vom 27. Juni 2006 hat den Index manipuliert, an dem dat den 3 Fixdatume angesetzt gehen für die Jahre 2006 bis 2009. Den Index ist aber dummer de facto aufgeschafft gehen, weil es muss erneut Gesetz gemäht gehen, für das den Index überhaupt angefordert wird. Der 27. Juni 2006, wie wir hier an der Chambre das diskutiert und haben wir als ADR gesagt, dass der Index de facto aufgeschafft wird, und das, wie gesagt, ein neues Gesetz muss kommen, wenn der Index angefeuert wird. Das heißt für allem von sozialistischer Seite gesagt gehen, das wird nicht so. Es bricht kein neues Gesetz gehen. Aber weil Sozialisten so ganz konsequent mit das sind, will ich dann schon einmal nachgelesen, mal zitieren, was Herr Fayot zum Beispiel damals zu der Dr. Frau gesagt hat. Herr Fayot sagte 27. Juni 2006 in der Chambre, bleibt, das heißt der Index, bleibt bestehen, braucht also nicht 2009 angefordert zu gehen. Auf 15 Sekunden mich spät sehen, wann nur die Jahren 2006 bis 2009 geschieht, muss Politik von dem Moment entscheiden, ob es definitiv verloren geht, ob Rückstände bestehen bleiben oder ein Rattrapage stattfindet. Das muss ein Gesetz so, das für am 31. Dezember 2009 von einer nächsten Regierung geholfen an der Rapport mit dem Index neu festlegt. Also verteidigt wird kein Gesetz gemäht, und da geht aber 15 Sekunden drauf gesagt, es muss ein Gesetz gemäht geben. Denn Herr Wirtschaftsminister Krecke, den hat nicht nach einem Intervall von 15 Sekunden an der Interpretation, mit dem hat direkt an einem Satz resümiert. Und Herr Krecke hat den selben Tag gesagt, wir brauchen kein Gesetz zu hören, für das in Kraft zu setzen. Wir müssen just ein Gesetz machen, wo wir den Akkord machen, das heißt, auf welchem Punkt der Akkord gemäht wird, für das Gesetz in Kraft tritt. Und dann an einem Satz wird das direkt resümiert, weil kein Gesetz machen, muss just ein Gesetz machen. Desindexation von der Familiensolaren sind durch das Gesetz definitiv gemäht. Aber wenn die Regierung von Armut schwätzt, da sind nicht gerade Familien mit Kanne. Und das hat der Staatsminister Herr Göster erklärt, dass gerade Familien mit Kanne, da länger erzählen, mit Kanne, die sind, die am Herzen von der Armut betroffen sind. Und sie gerade dann die Leute, die hier Familien so lernen, desindexiert kriegen. Das würde keiner Bonus angefordert gehen. Mit denen als nicht mehr für die Leute, die keine Steuer bezahlt haben. Mit auch die Familien, aber die Kinder haben die nicht Steuer fahren, die haben den Familien so lange desindexiert, keine Kompensation. Doch. Da muss man das mal erklären oder damit erklären, Herr Präsident. Letztes Jahr gestimmt. Nächstes Jahr fällt aber nur ein zusätzlicher Indextranche, von dem es noch nicht geschwärzt hat. Nächstes Jahr, den 1. Mai, erfällt ein zusätzlicher Indextranche. Am Privatbeamte Chambre hat nämlich bei der Diskussion von der Indexierung schon darüber aufmerksam gemacht, dass eventuell ein zusätzlicher Indextranche erfällt. Und schon das auch an den Debatten nur gelesen, dass also aber hier aufgespielt wird, wie wenn das nicht der Fall ist. Es ist aber nur der Fall, dass wir nächstes Jahr ein zusätzlicher Indextranche kriegen. Und dafür wir als ADR auch eine Proposition gemacht, für das der Index soll angefordert gehen, für das den Familien sollen indexiert gehen. Und das für alle Leute, die hier die massive Kaufkraft verloren, die wohl auf Petrolspreise, die wohl auf Deutsch von den USA, aber auch auf den Sozialaufbau von dieser Regierungswechsel aus, für das die Leute das kompensiert kriegen. Dafür haben wir verlangt, dass die Indextranche, die nächstes Jahr fällt, die zusätzlich fällt, dass die Leute die kriegen. Und dasselbe fordern wir nicht mehr. Wir auch Gewerkschaften, der OGBL, nicht mehr spät wie gestern wird das nachverlangt. Der Landesverband schreibt an seinem Kommuniqué vom 6. Mai, er fordert die Regierung auf, mittels Gesetz das integrale Indexsystem wiederherzustellen, damit die kommende Indextranche am Fälligkeitsdatum ausbezahlt werden.
CGFP schreibt den 22. Mai, nach einer schnellstmöglichen Rückkehr zu der vor der Tripartit geltenden Regelung. Für den Fall, dass durch die bedeutende Preissteigerung eine zusätzliche Indextranche erfalle und dann völlig verloren ginge, kündigt die CGFP heftigen Widerstand an. Gewerkschaften NGL SNAP, alle gut frohen sie, dass der Index angefordert wird und dass die zusätzliche Indextranche, die nächstes Jahr der 1. Mai oder 1. Juni erfällt, dass die misst auch ausbezahlt gehen. Das ist am Anfang just das LGB, den als einzige Gewerkschaft das nicht verlangt. Den am Anfang sieht der LGB erinnert daran, dass er die Indexfrage zum Wahlkampfthema 2009 machen wird. Weil noch immer nicht klar ist, welchen Index die und somit die neue Regierung überhaupt wollen. Auf jeden Fall fordert der LGB, dass der Indexmechanismus nach 2009 wieder integral hergestellt wird. Also nach 2009, das 2010. An der Zwischenzeit, als die Indextranche vom 1. Mai 2009 aber fertig, dann also fest, dass der LGB, ob die nicht wird. Viel besser gewesen, am Platz, dass der LGB-Präsident Index froh zu einem Wahlkampfthema möchte, und hat sie an der Tripartit zu einem Thema genäht. Da bricht man nur nicht, darüber zu diskutieren, am Platz, dass so, der Herr Juncker seine Handlanger gespielt hat, und Leute ruhig gehalten hat, für das Tote überbüht. Dann als AP hingeht, und sie sieht, auch nach 2010, dann wollen die Sozialisten also auch noch die Indextranche verloren gehen. Und da wird gesagt, vom LGB, und auch von der CSV, auch von der NSAP, mal auch aus den Parteien, für sie an die nächsten Wahlprogramme mal klar auszusprechen, was dann nur die Wahlen soll mit dem Index geschehen. Herr Präsident, Parteien alle gut machen für alle Wahlen Wahlprogramme. Und so war das doch 2004 der Fall. Und noch an diesen Wahlprogrammen haben Sozialisten und CSV wie alle Parteien zum Index ein Elso gebeten. Und die Sozialisten in ihrem Wahlprogramm stumm. Mit den Sozialisten wird die automatische Anpassung der Löhne und Gehälter sowie der Renten und Pensionen an die Preisentwicklung beibehalten. Das war eine ganz klare Message, da konnte kein dran zweifeln. An CSV wird geschrieben, wir bekennen uns zum Prinzip der automatischen Anpassung der Löhne, Gehälter und Renten sowie sonstigen Zulagen an die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Das ist so CSV als ein Schritt mehr weit gegangen für die LASAP, weil sie doch nach sonstigen Zulagen garantiert, dass den DGIF indexiert bleiben. Aber was sind da sonstige Zulagen? Zum Beispiel Familienzulagen. Aber was wird sie gemäht? So hat die nicht nur zeitweilig außer Kraft gesagt, mit die sind mit dem Gesetz von der Steuer definitiv außer Kraft gesagt. An Lo hätten als GB gern, Parteien sollen sich bei der nächsten Wahl an ihren Programmen klar ausschwätzen, wählen sie den Index nur die nächsten Wahlen gesehen. Wenn ihn das machen, und will die nicht führende Wahlen, dann dürfen so mir. Für was soll dann das Parlament, das Regierung, die den Index manipuliert hat, die ihn desindexiert hat von uns, für was hat die dann nicht die Courage, für führende Wahlen ein Gesetz zu machen und zu sagen, man so geht es für nur die Wahlen führen. Für was muss das nur die Wahlen gehen, für die Leute Mappes an den Wahlprogrammen zu versprechen, was er nur nicht gehalten wird. Es gibt eine Aussprache, das sagt, ein guter Niesel, der steht sich nicht mit Einkehr, und es ist auch dafür überzeugt, Herr Präsident, dass das Leute nicht Einkehr darüber treffen. Weil aber, Herr Präsident, wir der Meinung sind, dass die Indextranche vom nächsten Jahr unbedingt Mist ausbezahlt wird. Weil die so eine massive Unterstützung in der Gewerkschaft gefunden haben wir uns erlaubt, eine Motion zu machen, wo wir die Regierung auffordern, ein Projekt de loi zu deposieren, für das die Indextranche nächstes Jahr, den 1. Mai, erfällt. Und ich bin überzeugt, mit den großen Freunden von Gewerkschaften, die aus allen Gewerkschaften sitzen, von Mogibel, vom Landesverband, die der CGFP durchstehen, an anderen Gewerkschaften durchstehen, denen das alles an ihre Kommunique, die letztlich verlangt, und ich bin strategisch ein Eher draus machen, und sich nicht werden hören lassen, für der Motion so zu stimmen.